Good morning. Ich begrüße euch in den Namen des Herrn Jesus. Der Titel von meiner Botschaft von heute Morgen ist als Der Herr kommt, merkt ihr dreid. Wir wollen weiter abgerufen in Gottes Wort, dass wir sollen uns rein merken, die Zeit ist nicht bei, der Herr kommt weiter. Die Teken sei wie sehr klar, ram uns alle von der dort die Zeit sehr dicht bei ist, dass der Herr kommen wird, dass er weiterkommen wird. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns reinmerken dafür. Ich will was Versen lesen aus Matthäus 24, von Vers 37, der 46. Er redet hier von Wort von den Tekens, und das ist nicht, was ich hauptsächlich von dir betonen will, aber in dem Taubhang von sein Weiterkommen will ich some Dinge hier rausheben. So, Matthäus 24, fang an von Vers 37. Hier redet Jesus über sein Weiterkommen, als er noch hier auf die Erde war. Und sagt er, so steht, Matthäus 24, 37. Sagt er, so als er zu Noah seine Zeit war, so wird er auch sein, wenn die Menschen sehen, kommen wird. So als dort dann wir, und dort große Wutter kam, sie eiten und trunken, sie frieden und befrieden sich, dort an den Tag, als Noah und dort große Schab ging. Und sie dort nicht wussten, was dort Wutter kam, und alle mitreit. So wird dort auch sein, wenn die Menschen sehen, kommen wird. Und dann Vers 42. Werkt, willst die weiten nicht den Tag, jün Herr kommen wird, dit aber soll die weiten. Wann der Hauswirt gewusst hat, zu wohnen stund und danach der Stähler kommen wird, dann wird er gewacht haben. Und nicht loten, dort sein Haus nicht brechen können. Deswegen muss die auch reit sein. Willst die Menschen sehen, kommt eine Stunde, wann die nicht damit rechnen. Wer ist der treue Weserknecht, der sein Herr über sein Haushalt gesagt hat, an zur rechten Zeit Eten zu geben? Gut für den Knecht, wenn der Herr, wenn er kommt, dort fängt, dort er so dat. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns darüber erinnern. Bemerkt, sagt er, in Vers 39, sagt er, dort die Menschen, zu der Zeit, zu Noah seine Zeit, die wussten dort nicht, aber dort wurde das kein. Hat keiner das gesagt? Jo. Noah hat vor 120 Jahren gepredigt. Warum wussten die dort nicht? Weil es die horchten nicht genug. Die dachten, das wäre nicht wichtig. Die beschäftigen sich mit Frieren und Befrieren und mit Eten und Trinken und mit Bühen und mit allen Dingen, die täglichen Dinge beschäftigen sie sich und hatten keine Zeit zum Horchen und Bedenken, was dort wir, was Noah sieht. Und sie taten den aus dem Noah, sie starten dort zu sehen, sie horchten nicht nur und sie wussten dort nicht, was dort wo das kam. Nicht, weil sie nicht haben können weiten, aber sie wussten nicht, weil die horchten nur nicht nur. Die geben nicht Acht darauf. In Vers 43, oder 42 sagt Jesus, werkt, sieht wacker. Und dann in Vers 43 sagt er, dit aber soll die weiten. Hier wird ein Ding, sagt er, sei sehr klar sein. Sagt er, wenn dein Haus wird, dort gewusst hat, wo eine Stunde danach, der Steller wird kommen, der wird gewacht haben. Der wird nicht geschlafen haben. Sie brauchte das ein Beispiel. Sagt er, wann der das gewusst hat, der wird gewacht haben. Und sagt er, kriegt er so selber wie. Er sagt, er würde gewacht haben, und nicht gelassen haben, dort am der Schoden wird überkommen. Und dann sagt er, deswegen muss die auch wacker sein. Deswegen muss die auch reit sein, sagt er. Because der Herr sieht, der kommt eine Stunde, wenn wir nicht mit gerechnet haben.
In Hosea, Kapitel 4, Vers 6, du sagst Gott, mein Volk ist zu nichts geworden, weil sie nicht belehrt sind. Mein Volk ist verdorben, zu nichts gekommen, weil sie nicht belehrt sind. Was wird der Trouble? Wird es kein Lehrer? Jo. Gott sagt, er hat Tag für Tag hat er seine Propheten von tidig bis Lot hat er seine Propheten geschickt, ihn zu warnen, ihn zu sein, aber die werden nicht belehrt. Wo wir uns nicht. Wir sie gleichen nicht zu hören, was die Propheten sehen. Und sie verstanden die, viele, die sie anbringen, einige stoppen sie in Gefängnis, die wollen nicht hören, was sie sehen. Und du sagst, sie sind unbelehrt. Und durch wen wurden die verdorben. Durch wen leiden die Schulden, weil sie unbelehrt sind. Unbelehrt sein meint anweitend. Nicht bekannt sein, nicht gewahr sein, was er vor ist. Weet je, wie kann sehr unbelehrt sein in der Hinsicht, von wer wir sind. Und wir denken vielleicht von uns so, na, wie sind wir gleich so schlecht? Wie probieren wir uns bastet? Das wird alle okay sein. Ich rede kurz mit einem Mann, und er sagt zu mir, ich sehe nicht den Mensch, was ich sehe. Weil ich habe hier einen sehr großen Trouble. Ein Trouble mit seiner Familie, ein Trouble mit dem Gesetz. An alle Kanten hat er Trouble. Und er probiert mir zu sagen, sagt, ich sehe nicht den Mensch, was ich sehe. Und ich glaube, er hört selbst nicht, was er sieht, aber was er probiert zu sagen, ich will nicht verherzelt. So sind ich bei nicht gewasst. Das ist gleich, wo ich haben will. Die Band sind nicht so aus mein Leben ist. Weißt du, die Anstellung, die David hat, die wir gerade gehen. David, hat wir ein gewählter König von Gott gewählt, über sein Volk Israel. Aber hör ich mal, was David sagt in Psalm 51, Vers 7. Vers 7 und 8. Hier, der David sich selbst und er segnen jafte ein Bereich von sich selbst. Und dann sagt er, so steht, sie sind wie in mir, als ich eine Mutter lief ansah. Und wie in mir, als ich geboren wir. Sicher verlangst du, innerlich aufrichtig zu sein, in dieser Weisheit merkst du mir deep am Horten klar. David sagt nicht, ich sehe nicht den Mensch, was ich sehe. Das im Psalm schreibt er, als der Prophet ist wieder angekommen und hat ihm die Geschichte vertellt von einem, was ein Schub hat und diese Nuber, was ein sehr Recker war. Und das Recker hat den armen Nuber sein einziges Schub genommen und hat das geschlacht in seine Jagd gefordert. Und dann wird David sehr doll sagt, der Mensch soll sterben, was ich getan habe. Dann sagt der Prophet Nathan zu ihm, du bist das Mensch. Du hast das getan. Und weißt du, David sagt nicht, weil ich sehe nicht den Mensch, was ich sehe. Das ist nicht so aus mir. Das ist nicht so, als ich sehe. No. Er bekannt, wer er wird. Er sagt, ich sehe einen Sinn geboren. Von Mutter lief an, sagt er, du fängst an, du wirst die Wartel, die Sote wirst du all durch. Und du wirst die abgewaschen, du hast die Frucht gebracht und das, was das wir. Und er sagt aber, Gott, du verlangst Aufrichtigkeit am Horten, von innerlich. Und sagt er, und das hast du mir klar gemerkt. Gott hat an gewesen, wer er wir. Und er hat sich nicht rechtfertigen, er hat sich nicht entschuldigen, er nahm Verantwortung für seine Schuld. Und ich denke, was wir immer waren erfahren, wenn wir mit Menschen kommen, mit Tina und ich, dass, wenn Menschen kommen, die aufrichtig innerlich sind, vielleicht sind sie bitterlich sehr unaufrichtig gewesen, aber wenn die einmal ins Bad kommen, die innerlich aufrichtig sind, Verantwortung nehmen für ihr Leben, dann ist der große Hoffnung. Dann ist der rot.
Dann ist der Kampf allmächtig gewonnen. Und wenn die Menschen kommen und sagen, weil das, ich sehe nicht so aus, das ist nicht really, was ich sehe, so meine ich doch gleich. Ich sehe really gleich so schlecht als andere sein, dass ich sehe. Dann ist das sehr, sehr schwer, die Menschen zu halten. Aber wenn es so ist, bei hier kommen, wo David wir, dass er selbst sein, dann ist der große Hoffnung. Dann ist der rot. In Prediger Kapitel 12, Vers 1, wordt hij ons sehr klar sagt er, hol en denk, wer die gemerkt hat, und auch wenn du jung bist, euer die schwere Zeit kommt, die Jahren, wo du meinst, dass jetzt nicht mehr erscheint. Weet je, wie begegnen viele Menschen, die in diesem Zustand sind. Die sind bei den Jahren gekommen, die jetzt nicht mehr erscheinen. Wie jung, dann werden sie ganz excited über Sinn. Sie wollen alle erfahren, wollen alles mitmerken. Und auf einmal haben sie alles so gesagt. Nu ist es abgegangen und nu bringt das Frucht. Nu haben sie kein Gefallen daran. Kein Schein nicht dabei, weil es ist bessere Frucht. Sagt er, hol und denk daran, wer die gemerkt hat, wie du noch jung bist. Sie, wie dann im Vorjahr, da wir sehen, was wir im Hof ernten. Du hast nicht Zeit zu waschen. Und wir verjeten dort, wir sind so geneigt dort zu verjeten, in der Monat hier sagt er, hol und denk. Verjet dort nicht. Wir sind die Zeit kommt bald. Die Zeit jetzt sehr bosig vorbei. Und dann ernten wir dort, was wir gesagt haben. Viele Menschen sind nicht bekannt mit oder denken nicht daran, dass unser ganzes Leben ist so aus Säen und Ernten. Jesus sagt, was immer ein Mensch sät, das wird er ernten. Unser ganzes Leben ist es dort. Das ist in unseren Verhältnissen so, in unserem befriedeten Leben, in unserer Familie, im Geschäft, mit anderen Menschen, wo immer. Als das mit Geld verbunden ist, oder als das mit Verhältnissen, was immer das ist, was immer wir sehen, das wollen wir ernten. Du, wo wir sehen, wo wir ernten, was wir sehen, wo wir ernten, wie wir lauter sehen, als was wir ernten, wie wir mehr ernten, als was wir sehen. Das ist das Gesetz von der Ernte, von Ernten. Und das ist im Leben so steht. Weet je, wenn wir uns bloß selbst untersuchen, so ich schon sehen, dann sind wir geneigt, uns selbst eine gute Grade zu geben. Sie werden uns selbst rechten, nur aus, was unsere Einstellung ist, was uns Vernehmen ist, nicht nur, was unsere Worte sind. In Offenbarung 3, Vers 17, jaft Jesus in Worte eine Gemeinde, er schickt das Wort Johannes, und dann schickt er den, sagt er soll abschreiben, dann soll er das im Brief nur die Gemeinde schicken. Und in Offenbarung 3, Vers 17, jaft er diese Gemeinde eine Warnung. Merkt er mal ein bisschen die Augen auf. Und hört mal, was er sagt. Sagt er, willst du sagst, ich sehe weg, und hab voll ab, und mir fehlt das an nichts. Aber nicht weißt, dass du ein jammerliches, armes, miserabelt, blinget, nerket Wrack bist. Kann verstehen, den Schock, was das noch gebracht hat? Zu so Menschen, die sagen, no, wir haben recht, wir haben alles voll ab, uns fehlt das an nichts. Und dann auf einmal der Urteil kommt. Das ist, was dort steht. Nächstes, du liest, was dort steht, das ist, was dort steht. Die, wo alles weit. Die, wo sagt, hey, jetzt, man die täuscht sich daran, wenn ihr würden lesen, in Offenbarung Kapitel 1, die, wo alles weit,
die sagt, das steht op met jut. Want wie willen zijn wat het met ons staat, dan moeten we naar den gaan, wat alles weet, in den vrouw. Dat is wat David deed. In Psalm 139, vers 24 en 25, de laatste 2 versen in den Psalm, zegt hij, erforsch mij, Herr. En zij wat het met mij staat. Zij als du bij wij aan mij zendt. En leid mij op eeuwige wij. Zie dat we zien Frank. Hij deed zich niet op zijn ene verstand verloren. Because hij wist dat hij would zichzelf een goede grade geven. Een betere grade geven als wat het werkelijk was. En zo hij vroeg die wat alles weten deed, zei, wie stuurt mij, Herr, wat het met mij staat. Als hij David dat wezen deed, David stond het al zijn jaren echt zo. Dit is nog van jong aan, als hij zo te bende was, dat is op je was en vrucht gebracht, dit is wat het met mij staat. Dan zei hij, du verlangs, oprechtigheid hier ben. De toestaan. Dat zijn zoals dat is. Met een metstem, wat hij zegt van ons, niet wat wij zelf denken van onszelf. Jezus sprak het bijspel, ook waar hij met zijn waarde kwam van een kast. Waar er reingemerkt wordt van een kast. De bruid en ihre Jungfrühs, die hadden zich reingemerkt, die wisten die dag wie hier, dat de Brigam would komen, ze wisten niet wanneer stond. En die hadden zich alle reingemerkt, ter kast te gaan. En dan sagte er weer 5 van de Jungfrühs, wat met de bruid op weer, dat weer een wijze. En de 5 sagten er weer een afwijze. En wanneer we dat betrachten, wat weer de onderscheid tussen de wijze en de aanwijze. Die dachten alle, ze gingen ter kast. Die hadden zich alle reingemerkt ter kast te gaan. 5 stuk hadden zich op de ene verstand verloren en hadden ze gedacht, oh, die wordt zo'n stund komen, dat wordt best wel veel uitgebroken, wie worden oké zijn. Ze hadden zich dat zelfs bedacht, op ihre ene wijze, zoals zij dat zijn deden. En ze ran, lampen ran uit al. Als ze aangesloten werden, weer de lampen uitgegaan. En als die nu recht zijn dat de Brigam nu door weer, morgen ze op en dus vol schwin. En dan sprachen ze de anderen, zouden van ihre al geven. De andere 5, de wijze, die hadden zich meer al metgebracht. Die weer rijden. Wat ja wie wijs zijn? Niet in onze ene verstand nu, niet in onze ene uren. Wat ja wie werkelijk wijs zijn? Want wie ons nu God zien wordt rechten. En niet nur op ons ene verstand. Sprüche 3, vers 4 en 6 zegt, verloot die op den Herrn van ganzen hart, verloot die niet op den ene verstand. Du am onerkennen en al die wegen, dan wordt hij die recht leiden. Draait met mij nu Sprüche kapitel 1. En ik wil de meerdere versen lezen. Sprüche kapitel 1 vangt van vers 20 tot 33. En we willen kijken, wat meint dat wijs zijn? Wat gaan we wijs zijn? Werkelijk wijs en God zijn uren zijn. Niet ganz op ons ene verstand verloren. We hebben die warning en God zijn woord dat wanneer Jezus wordt waargekomen, er zeer veel zijn, wat er niet voor een reis zijn. Die worden aan zijn, Herr, zo en zo en zo en zo. En we zeggen, ik heb nog niet gekend. Die worden zeer enttäuscht zijn. Die worden niet reis zijn. Wat gaan we wijs zijn? Eerst hier in Kapitel 1, waar we het lezen, en du zegt dat die vallen van onbedacht en onbeleerd blijven. En dan worden we naar nu Kapitel 2 gaan en door nog wat versen lezen. So we vangen aan van Sprüche Kapitel 1 van vers 20. Wijsheid roopt buiten luid. Zie, dit is wijsheid wat hier reden deed. Want wie wel wijs zijn, dan moet we wijsheid hebben. Zo wijsheid dat hier reden, en zegt dat wijsheid die roopt buiten luid. Die laat zich op de gasten hieren, zij schrikt door wo mensen taub komen.
Die haben, wat bij dat Stadtpoort te zijn. Stellt je vor, dit is een plaats waar het öffentlich ist, wo alle man aankomen kan. Bij de Stadtpoort, öffentlich, op een gas, wo jeder einer das Recht hat, zu kommen und zu hören. Du, wo die Menschen taub kommen, sagt er. Du, also bei dem Platz, raubt Weisheit. Und dann in Vers 22 sagt er, wo lang will je schuldig bleiben? Das ist eine gute Frau. Und je später eine Freude haben und spotten. Und je Anbedachte, jünd belehren sind. Wie viele Menschen geben nicht Raum, belehrt zu sein, zu weiten. Sie sagen, oh, das wird alle wollen. Das wird alle so uitvallen, als Gott das will, das wird alle wollen. Sie sind gar nicht verbedacht. Sie sind gar nicht begierig, belehrt zu sein. Und eins ist, sie haben nach ihren Kopf am Sand und sagen, je weniger ich weit, je besser. Wat van een Noren zijn we, wanneer we niet mal weiten wollen, wat Gott uns klar vorgeschrieben hat. Sagt dat, en je Anbedachte, jeden jünd belehren lassen. Vers 23 sagt passt op, wanneer ik vermonen doe. Zie, horcht, sagt wanneer ik vermonen doe, kijk mal. Ik wil je weten laten, wo ik denk, dat je verstaan kan in wat ik zei. Ik roep en je weer geen aan. Ik strek mijn hand uit en keiner kämmert sich daran. Sie Weisheit will jeren sich bekannt merken, will jeren uns openbaren, wat die Wahrheit ist, wat uns fehlt zu weiten, sagt aber, keiner kämmert sich daran. Vers 25. Je verachten all mein Rot und wollen jünd nicht von mir belehren lassen. Das sind so, die nicht mal neugierig sind. Die wollen nicht mal weiten. Die sagen, oh, das ist ein Prediger seine Arbeit, oder das ist somebody else seine Verantwortung. Da wollen wir uns nicht mit beschäftigen. Sagt er, du wirst wo ich lachen, wenn jün eigentlich kommt. Ich will ever dort spotten, was jün Angst. Und jüne Furcht, wenn jüne Furcht so aus ein Sturm ever jün kommt, und jün Verdorben so kommt aus ein Windkriesel, wenn Angst und Not ever jün kommt, dann wollen sie nur mehr raupen, aber ich will nicht antworten. Die wollen sehr nur mich sehen, aber wollen mich nicht finden. Weil sie jeden dort lehren werden, in den Herrn nicht fürchten wollen. Sie als sie Gelegenheit haben, dann wollen sie nicht. Dann wollen sie gleich Weisheit haben. Dann wollen sie gleich Klarheit haben. Dann werden sie gleich neugierig, was Gott zu sagen hat, was Gott verlangen hat. Und er sagt, wenn ich zu laut sein, dann wollen noch wollen, aber dann wird es auch zu laut sein. Dann wird es auch nicht kennen. Sagt er in Vers 30, will sie nicht von meinem Rot weiten wollen, und über all meine Belehrung lasten. Durch wen sollen sie dort uiteten, was sie sich eingeriert haben. Das ist ein Spruch, für uns gut bekannt ist. Und ever satt worden von ihrer eigenen Rotschläge. Dann wollen sie sein, dass eine Rot bringt dann nur nicht an, wo sie haben wollen. Vers 32, rather. Sagt er, was der Unverständige gelasten deid, bringt an den Tod. Und der Unbedachte, leckt, bringt an Das ist was Menschen weh, wo Menschen weh handeln. Und die weh, was uns ziemreich sind, die sagt, spreche, die leiden zum Tod.
Vers 33, wer über nur mich horcht, wird sicher bleiben. Der wird genug haben in kein Eidleck fürchten. Sie, wer Weisheit haft, wer nur Weisheit horcht, wer sich belehren lässt von Gott, von seinem Geist, durch sein Wort, wer Weisheit kriegt, und Gott sagt, wenn wir irgendwie die Weisheit mangelt, sagt er, spreche 1 Vers 5, oder Jakobus 1 Vers 5, sagt er, wer um Weisheit mangelt, die soll Frauen. Und das wird ihn geben. Unschuldfing. Was tun wir mit der Weisheit? Seht wie eine Weisheit? Sollen wir hier ran uns belehren lassen von Gott, auf seine Weg? Oder verlassen wir uns auf uns eigenen Verstand? Was sind die Bedingungen, um Einsicht, Verständnis und Erkenntnis zu kriegen? Dann checken wir ein bisschen wieder nur Sprüche Kapitel 2, Vers 1 durch 9. Das ist auch wahre Weisheit, was hier reden wird. Und dann sagt er, mein Kind, nimm meine Lehre an und hol meine Geboten aus dem Schatz an die. Horch Gott, nur was weis ist, und bemühe dich, dort zu verstehen. Wenn du nur an sich fragst, in Verständnis betest, wenn du nur siehst aus nur selber, und du nur rumfährst aus nur verstärkten Schatz, dann wirst du lernen, den Herrn zu fürchten, und wirst Gottes Erkenntnis finden. Der Herr gibt Weisheit, was der Herr redet, bringt Erkenntnis und Verständnis. Er gibt die abbreche wahre Weisheit. Er ist ein Schild für die, die abrechtig handeln oder wandeln. Er wird über die das Rechte tun, und hält die Sache, die treu zu arm sind. Dann wird je dort gerecht sein, noch reich sein, fromm sein, in alle gute Wege verstehen. Hier sind die Bedingungen, wenn wir wollen wirklich weise werden. Das erste sagt er, nimm Lehre an. Ein Mann sagt zu mir, weil das habe ich nie so gelehrt. Uns ist immer so und so gelehrt worden. Und ich sagte zu ihm, dann musst du dort hier nur sehen. Wenn es stimmt mit dir, dann hol das fast. Und wenn es nicht stimmt mit Gott sein Wort, dann musst du das gehen lassen. Und dann musst du das annehmen, was die Lehre, was Gott sein Wort sagt. Und dann von wem du das hast. Und dann von wer die das gesagt hat. Er sagt, nimm meine Lehre an, sagt Weisheit. Horch Gott. Nicht etwas lassen, das eine Uhr nehmen, das andere Uhr gehen. Sagt er, bemühe dich, das zu verstehen. Das braucht Zeit. Das braucht Frauen. Das braucht Segen. Er sagt, wenn du warst so nur Segen aus nur selber oder nur aus einem verstärkten Schatz. Mit je Gold und Silber, die legen sich nicht alle wegen so Steine am Weg. Du musst nur gegruft, du musst nur gesagt. Du musst ein Verständnis haben, um even unterscheiden, was von den Steinen selber Goldbeeren haben und wo du nicht haben. Er sagte, wenn du so was Stunde sehen, da wirst du das finden. Er sagte, wenn du nur an sich fragst, wem Frauen? Gott Frauen. Er jaft. Er sagte, wenn du nur Erkenntnis betest, und du für Erkenntnis betest, zu Gott beten, für Erkenntnis. Sagt er, da wird er dir offenbaren, da wird er dir das geben. Der Herr jaft Weisheit. Er sagt nicht, dass er verkauft Weisheit. Wenn er was in der Schule gehen und Weisheit lernen, dann beten sie rein, Gott zu betonen.
Aber wanneer de God komt, hij zegt, hij jeft wijsheid. Nou, hij deed het niet bloß danach, van die sloepen les, van die kop op een kassen makkelijk licht, dat hij het dan doorneemt. Nee, wanneer du zeker is, wanneer du erforschen is, dan wordt hij dat licht opgaan. Dan wordt du verstaan wat dat meint voor die andere vrouwen is. Dan wordt hij verständnis geven. Dan check wieder nur den Erfolg von der Frucht, wat en sich Verständnis in Erkenntnis bringen wird. Von Vers 12, Kapitel 2 von Sprüche. Und wir müssen zwei Dinge hier rausheben, wat sehr, sehr wichtig sind. Wat die Folgen davon sind, wenn wir wirklich Weisheit haben. Von zwei Dingen, wat hij uns dann bewahrt. Zwei Dinge, wo wir in sehr, sehr große Gefahr sind, nicht zu fallen, was uns von den rechten Weg leiden tun. Eerst in Vers 12, Sprüche 2, Vers 12. Sagt dort wird die helpen, von beizet leven weg te blijven, en ook van den man die verkeerde dingen redt. Sagt, wenn du Weisheit hast, wenn Weisheit in dir wohnt, sagt dort wird die wegholen von beizet leven. Zie je, wordt het op den rechten wegholen. En ook van falsche leren. Sagt von zo'n man wordt de verkeerde dingen redt. Zodat we de ganz verdreht is, wat niet de waarheid brengt. Dat wordt die bewahren van die. Van beizet leven en van falsche leren. Kijk eens zijn hoe wichtig wijsheid is. Dat is niet genoeg te zijn wat ik van de rechte kerk. Of ik doe zo, of ik doe zo, of ik doe zo. Nee, we moeten wijsheid hebben, wijsheid van God. Die wordt ons bewahren van beide wegen en van zo'n mensen wat de verkeerde dingen leren doen. En dan het nächste is in vers 16. Zegt er, wijsheid bewaart van de eierbrekerin. En de vreemde vrouw, gladmuilen niet schmeicheln. Wijsheid wordt ons bewaren van amoralische leven. Ik las Jesus so een bericht, en vielleicht heb je ook gehoord, viele Menschen sind als openbaard worden, nu ganz kurz als computerhackers en een website hadden ingehackt en al die nummers en al die information wat er ben weer. En dit weer van zo'n website waar zeer immoralische dingen met verhandeld worden. En is het alle opgedekt worden en al die nummers, de e-mailadressen en alles dat nu bekend geworden. En vele wat dachten, zijn we ganz bedekt, dat we ganz secret, dat zij bloß als zij alleen weer, keiner wist als die alle opgedekt worden. In deze, las ik dus een report van een prediger, wat ook gebonden weer aan pornografie en nog schwierige dingen als dat, hoe dat handelen dat. En dat wordt opgedekt. En dat we zo'n schrikkelijke schande van hem. Hij weer een leraar in de Bibelschool en een prediger. En hij kon niet ermee leven. En hij nam zich zijn eigen leven. En niemand zijn vrouw, zijn twee teenagers, moeten nu ermee leven. Weet je, God zegt, wanneer du wijsheid hebt, dat wordt die bewaren van deze amoralische dingen. Dat wordt die bewaren van falsche leren. En dat wordt die bewaren van beide wegen, van beide leven. Wijsheid is wichtig. Hij zegt dat met al die streven, krijg wijsheid. Streef niet nur zelf aan goud, streef naar wijsheid. Want wijsheid heeft te doen met ons leven, met de eeuwigheid. We worden ons bewaren van de slechte weg, waar we niet gaan willen. Dan wordt ons helpen op de rechte weg te wonen. En weet je, zo schonbaar als het ook is,
op een woord te worden, ons leven laten op te dagen, even wanneer we dat niet meer willen, zoals dit passiert. En dat passiert niet bij ons, dat passiert te vele. Duizenden levens worden opgedaagd, zoals dit. Omdat we dat willen, omdat we dat wisten. En dus rakel je schande. Maar hoeveel geratere schande, wanneer dat voor God wordt opgedaagd worden. Wanneer we hier ook nog aan kunnen, dat bedaken. Dat plicht houden. Dat China dat onder dat wist. Onder alle goeddenken van ons. Maar wanneer we voor God staan. En door dat wordt opgedaagd worden. Doe wat geen plaats zijn te versterken. Du wirst niet moed aan het leven nemen. Om daarvan komen. Wijsheid zegt. Hij verlangt oprechtigheid van binnen. Dat moet toestaan. Dat we dat zelfs opdagen. Toestaan, waar het met ons staat. Zegt hij dan van wie onze zinnen begaan, dan als hij trouw en gerecht verjaft ons onze zinnen en reinigt ons van al het bijze. Dan zijn we bereid voor hem te staan. Daar waar we voor hem bestaan. Want hij ons reinigt, en hij zegt dat we rein zijn. Dan waar we voor hem bestaan. Dat is wat wijsheid ons leert. Dat is de vrucht van wijsheid. Toen zegt hij, bemeed die wijsheid te krijgen. Merk die bemeeën, dat te verstaan. Neem tijd ervoor. Vrouw er nog. Bid er aan. En zegt hij, wat hij geven. Wijsheid. Doe veel ons dat. Wo wij wil de tijd, die is ganz op der, wat Jezus wordt waar komen. En die wordt niet wijsheid hebben. En beschaaf je zich bloos met alle soorten dingen. Dat zijn vielleicht slechte dingen. Bevrieren is gleich schlecht. Eten en drinken is gleich schlecht. Hieserburen is gleich schlecht. Dat zijn gleich slechte dingen. Maar zo'n was ik, moest man zo'n soort beschaafje dan in geen tijd nemen. Om werkelijk naar wijsheid zeken. Die worden zich in deze toestand bevinden. Die worden leren komen. En ze worden het niet onderscheiden kunnen, wil ze gaan niet wijsheid. En die worden met verkeerde leer weggenomen worden. Dat is wat het zegt. Dat is wat de Bijbel zegt. Wat de laatste deel passieren wordt. Dat velen worden verleid worden door valse leraar. En we denken, oh no, maar nu valse leraar, no, die moet ik niet horen. Want we niet wijsheid hebben. En die zo'n goede weer hebben. Zo'n goede weg hebben dat dit wat je erklären. Dan zeg je, oh hey, dat maakt sens. Ja, check hem aan. Wanneer je dat checken is, de Jan hoort is, dat maakt nog sens. En dan vangen ze aan. Beeld. Dat wil zijn van de gemeenschap van de gläubigen te zien staan. En op eenmaal dan zijn we ganz op een verkeerde weg. Het leven, al die anderen zijn verkeerd, plus wie zijn recht. Plus die eerste paar hier zijn recht, die anderen zijn alle verkeerd. Dat is wat passiert, wanneer we niet wijsheid hebben. En wanneer we werkelijk wijsheid van God hebben, dat wordt ons bewaard van de böse weg. Dat wordt ons weghouden van onmoralisch het leven. En van zo'n wordt ons op een orechte weg willen opleiden. Dat is wat de vriend proeft te doen. En ten opvang van dit zegt Jezus in Matthäus 24, vers 45, doorwegen moet je reit zijn. Doorwegen moet je reit zijn. Wo wij wil, zegt hij, die dag en die stunde die komt, want je dat niet erwarten. Want je niet op je rekent hebt. Twee moet weer reit zijn. Ik moet 3 dingen uitgeven, wo het zeer wichtig is dat we reit zijn. Nummer 1, dat we reit zijn, den Herrn te bejeden, dat we aan als onze Heiland in Herr haben. En 1 Johannes 4, vers 13 zegt hij, dit schreef ik jullie, dat je aan God zijn geloven, dat je weten, dat je dat eeuwige leven hebben. Dit is de wijsheid in God zijn woord. Dit is wat God zegt. Hij zegt, dit heb ik jullie geschreven. Wat? Dat je aan den Zin Gottes geloven en dat je weten, dat je eeuwig leven hebt. Weet je, wanneer je dat niet weet,
Du wirst an einen Platz kommen, wo du wirst so aufgeprüft worden und nicht bestanden wirst, wenn du dort nicht wirklich weißt. Wenn Gott den Yes nicht wirklich überzeugt hat, dass du Gott sein Kind bist. Er sagt, ich habe es geschrieben, dass die das weiten, dass die ewig Leben haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Nummer 1, dass wir das klar haben in uns Leben. Und wenn wir das nicht klar haben, dass wir uns dann bemühen, dort klar zu kriegen. Dass wir nur Gott gehen, damit und nicht nur lassen, was wir dort klar haben. Wem wir gehören. Wem's wir sind. Wer uns gekauft hat. Dass wir dort fast am Glauben haben. Matthäus 24, Vers 45. Doorweg moet je ook reit zijn, wils de mensen zijn kämpft in eine Stunde, wenn je nicht damit rechnen. Doorweg ist es wichtig, dass wir uns vorher reit merken. Nicht sagen, okay, ich will warten, wenn ich ganz partout erst dann wo ich. Nee, das ist die weit nicht die Stunde. Doorweg ist es wichtig, dass wir uns reit merken, verrückt. Dass wir reit sind. Zweitens, das ist sehr wichtig, dass wir weise sind, dass wir eine Antwort geben für unseren Glauben. 1. Petrus 3, Vers 15 sagt er, überherrlich Gott den Herrn in den Hort, sieht immer mit einer Antwort reit für dich, die ein Grund fordern, für die Hoffnung, die je haben, bloß dort leiftolig und respektvoll. Reit sein, eine Antwort zu geben für den Grund. Worauf wir leben dann? Wo wir leben, was wir leben. Weißt du, wenn wir nicht Weisheit haben, wenn wir nicht Verständnis in der Erkenntnis haben von Gott sein Wort, dann wollen wir nicht eine Antwort geben. Dann, wenn die Jehova-Zeugen oder die Mormons oder wie immer das kommt, in Wesen uns, dann wollen wir Fuß am Zweifel kommen. Wenn falsche Lehrer mit verkehrten Lehren kommen, dann wollen wir Fuß am Zweifel kommen, dann wollen wir nicht mehr weiter. Okay, ja, wo weiß ich doch, dass der reich ist oder der reich ist? Das sind viele Menschen sein. Wo kann einer weiter? Ja, sein, sie sind reich, die sind reich, das sei noch jemanden hier ankommen, wenn ihr nicht hier ankommt, dann sei ihr nicht reich. Wo kann einer weiter? Wenn du Weisheit von Gott hast, wenn du Gott sehen yes in die hast, die Zeugnis yes, dann kannst du, und wenn du bekannt bist mit Gott sein Wort, dann kannst du eine klare Antwort geben für den Grund. Because bloß Gott sein Wort als Grund. Meine Feilungen sind nicht Grund. Meine Feilungen sind nicht so wahr. Einmal feile ich mir ab Irms, dass ich ein Christ bin. Einmal feile ich mir nichts, nur dass ich ein Christ bin. Weil das verändert sich nichts. Das hat nichts damit zu tun. Das hat zu tun mit dem Glauben und das Wort Gottes und den Grund. Kein anderer Grund kann irgendwie allein als der, was gelegt ist, Jesus Christus. Die und die allein Rat, er ist uns Grund. Und wenn wir nicht sicher auf den Grund gegründet sind, dann, wenn die Umstände nicht wollen, ganz so sein, als wie wir bereit sind, dann wollen wir zweifeln. Und dann wollen wir nicht bereit sein. So, wir sollen bereit sein, eine Antwort zu geben. Und dann 2. Timotheus 2, Vers 15 sagt er, seht flietig von Gott die Anerkennung zu kriegen, dass du dort Wahrheitswort recht lehren darfst, dass du die damit nicht schämen brauchst. Weißt du, wenn er schämen muss, wenn einer was uppenbaut, wo einer Ohrreich hast. Sagt er, bemühe dich damit. Gott sein Wort so zu erkennen und zu lehren, dass du damit nicht brauchst schämen. Wenn wir auf der Wahrheit, wenn wir gegründet sind auf der Wahrheit, dann darf wir uns nicht schämen. Dann können wir ganz mit vollem Vertrauen eine Antwort geben, eine Antwort von Gott sein Wort. Nicht von meiner Erfahrung, nicht von meiner Feilung, aber von Gott sein Wort. Und drittens, bereit sein zu leiden für Christus. Das ist etwas, was wir von gehört haben, von weit auf, gelesen haben von der Vergangenheit, vielleicht von unseren Vorvätern in Russland, oder wo immer, die haben Verfolgung gelitten. Das ist nicht mehr so weit auf. Das ist nicht mehr dort weit auf. Das ist hier angekommen. Und wir sind nun,
Batua, dat die wat er werkelijk worden voor Christus aanstaan, wat er wijsheid hebben en door God zijn woord, naar God zijn woord leven doen en gegründet zijn, en door nog reden en leven, die worden vervolging leiden. Meeste van jullie hebben hier in de laatste paar weken, wo in de früh en de steeds, wat we in de office schaffen, wo ze marriage licenses uitgeven doen. Weer 2 maanden oder 2 Frühs, die wollen een marriage license haben, um sich befreien. En deze Früh wie in Christus, wie Karls waren geboren. En ze dat kan ik niet doen. En voorts wordt zo behandeld als een criminal. Wordt aan gevangenis dan geschmeten. Want zij wordt niet op papier zijn. Zuerst nu war uitgekommen in gevangenis, aber das Case hast du noch nicht ever. Dit passiert al sehr dicht bij ons verdeel. Want wie worden aanstaan en opstaan voor dat wat er recht is, door God zijn woord, dan wil we ook vervolging leiden. En hij zegt hier in 1 Petrus 2, vers 21, dit is wat God jullie beroepen heeft, wie Christus ook voor jullie geleden heeft, en jullie dooraan een voorbeeld gelaten, dat je en zijn voetstappen zullen nu volgen. Zie, Jezus stond voor wat er recht was. Hij stond voor de waarheid, hij hield de waarheid op, hij weet de waarheid. En hij moest lijden en wordt vervolgd. En hij zegt, hij heeft ons een voorbeeld gelaten. Dat we in zijn voetstappen zullen nu volgen. Als de apostelen het evangelium predigen deden, in Apostelgeschichte 14, vers 22, dan zegt het dat zij storkten de jongen en spraken aan Motto, trouw en geloven te blijven en zeiden, dat we der veel schworet en de Gottesrijk nangehen moesten. Sie deden niet bloß een stromet beeld malen voor en zeiden, oh, wanneer je wordt Jezus oneen, dan worden al die troubles ever zijn. No, zij spraken aan Motto en zij ermoonden aan dat zij zullen sterk am geloven blijven, trouw am geloven blijven en zeiden te eind, dit wordt een part van dat uitleven zijn, is dat die worden lijden moeten, door vele zware tijden lijden moeten. En dit mocht ik ons ook te oproepen. Waar we ons uitmerken, de Heer komt. Waar we ons uitmerken, eerst ons zeggen merken, wo we staan in ons verhältnis met hem. Tweitens, reit zijn, vlietig zijn, met God zijn woord bekend worden, zodat we kunnen antwoord geven, zonder wat ons vrouwen doen. Drittens, dat we reit zijn, en te staan, voor Christus te lijden, even met vrede, wanneer het bij toe komt. Waar we toe beten. Dankzij Himmelske Vader voor die woord. Dankzij voor wat u ons hast voorgeschreven, dat u komst bald waren, die tekens wezen dat klaar, die woord zegt ons dat. En du hast ons beroepen en ongespaard en opmerksam gemerkt, dat we zullen wijs zijn. We zullen zoals die wijzen zijn, wat genoeg geloven hadden, dat er dat wordt uitrekenen, wat u waren komen deed. God, ik bid dat u ons moet helpen, dat we worden willig zijn, ons te bemeden, ons beschaffen met die woord. Door aan zekenen, door een vrouwen en door aan beden, dat we worden wijs zijn. Dat we niet worden verleid worden van zo'n wat de verkeerde dingen leren doen, of van amoralische mensen. God, maar dat we worden trouw bevangen worden, wanneer u waar komen des. Du hast ons alles gegeven wat we brokken om leven en om God zal zijn. Du hast ons die woord gegeven, du hast ons die Heiligen Geist gegeven. En du sagst, van wie worden zeken, dan worden we vangen. Dankzij voor de versprechung, Herr. Dankzij dat du hast gesagt, du wirst mit uns damit umgehen. Wir dürfen uns nicht fürchten. Wenn wir in dem Licht wandeln, so du am Licht bist, dann haben wir Gemeinschaft mit dir und du reinigst uns von aller Böse. Dankzij in Jesus' Namen. Amen.